Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du hier bist. Zur Hölle mit denen, könnten wir ja mal sagen. Ist eine Energie. Und dann ist auch die Frage, wo geht die Energie hin? Dann ist die Frage, wen nährt diese Energie? Ich bin auch ein Widerständler. Und wir können 100-mal sagen, ich arbeite nicht gegen etwas, ich arbeite für etwas. Nun ja, das gängige und aktuelle Verhalten in den Situationen sieht ein bisschen anders aus. Bei jedem Menschen, da muss ich mich selbst überhaupt nicht ausnehmen. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich wünsche mir auch, dass sie dorthin kommen, wo sie hingehören, wo sie auch sein wollen. Sie verehren ja diesen Platz als Tempel, also diese geistige Ortschaft als Tempel, die Hölle, nennen sie oder ihn, den Ort. Es gibt sie tatsächlich und die sind sehr, sehr zahlreich. Es gibt die Satanisten. Es gibt auch jene, die Luzifer anbeten. Und es gibt jene, die beide als dasselbe ansehen. Ist es nicht? Wer sich da ein bisschen kundig tut, der ist sehr schnell bei den Antworten. Und dann sind die Gegenlager und die kämpfen gegeneinander. Die Christen, die Buddhisten und Hindis, ja, der Islam, die Juden. Es geht nur noch in einem Miteinander. Und dieses Miteinander, das hat eine Bedingung: für das Leben förderlich sein. Das ist die einzige Bedingung, die es braucht zu erfüllen. Ja, wir sollten sehen, was ist. Das geht nicht anders. Sehen, was ist. Nur daraus kannst du menschlich, förderlich auch handeln. Das geht anders nicht. Es ist ein Arzt eingewiesen worden. Ich sage den Namen hier jetzt nicht. Ist in der Schweiz geschehen. Er soll Todesdrohungen ausgesprochen haben gegenüber Angehörigen und Bekannten. Diese Todesdrohung konnte ich trotz Recherche überhaupt nirgends finden. Also es muss da in einem sehr engen Kreis, wenn überhaupt, etwas geschehen sein. Dieser Arzt liegt auf derselben Linie wie ich selbst auch, was zum Beispiel die Corona-Geschichte angeht. Und er ist auch einer, der seinen Mund nicht hält und Drosten der Drosten, der ja alles so drauf hat, mal in die Schranken gewiesen hat und ihn als Clown bezeichnet hat, der mal endlich die Verantwortung übernehmen sollte, was er denn da tut. Ja, dieser Arzt ist jetzt weggesperrt worden in die Psychiatrie. Wenn ich den Polizeisprecher mir anhöre, muss ich mir sagen, da sind wir genau wieder beim Thema, das ich schon im letzten Beitrag angesprochen habe. Wo liegt die Verantwortung, die Selbstverantwortung bei den Dingen, die da getan werden? Wo wird nicht übertrieben und wo wird nicht bewusst übertrieben?
alle solche Entscheidungsträger, Befehlsempfänger, die einfach nur Befehle ausführen, ohne zu hinterfragen, alle bekommen es zurück. Alle. Und da müssen wir gar nichts dafür tun. Das Ganze übernimmt das. Und es kommt dann, wenn es nicht erwartet wird. Es ist so. Da kannst du dich darauf verlassen. Ob es in deinem Leben noch geschieht oder nicht, das ist eine andere Frage. Also wenn du das sofort geklärt haben willst, dann kämpfe. Ja, und dann sind wir wieder beim Thema, wohin geht die Kraft, die Energie? Wenn du kämpfst, es ist eine große Kunst zu kämpfen und die eigene Energie nicht zu verlieren. Die Energie geben wir dem, was wir bekämpfen wollen. Wir nähren das. Da gilt es jetzt wirklich langsam sehr, sehr voraussichtig zu werden. Für jeden Menschen. Jedenfalls für welche sich als Menschen fühlen, keine Person sind. Oder heutzutage kannst du schon von Cyborgs sprechen. Ist unglaublich. Also die Entwicklung führt in eine katastrophale Geschichte hinein. Das ist für jeden, der ein bisschen beobachtet, schnell erkennbar. Und da sind wir schon gefordert. Jetzt, wir müssen, da sind wir verpflichtet, aus dem ganzen Sein sind wir selbst verpflichtet. Du kannst es auch sein lassen. Doch wer Mensch sein will, will Mensch sein. Wir sind da selbst verpflichtet, jetzt unsere Kräfte zu nutzen. Und wenn ich hier für viele vielleicht etwas unverständlich klinge, die Spiritualität ja, ist auch spiritual. Das stimmt jetzt auch, der Versprecher. Die Spiritualität nennt ja die guten Kräfte die Lichtkräfte. Und hier, ich habe schon mal darauf hingewiesen, hier sind wir gefordert, entscheiden zu können, nicht uns in Enttäuschungen hineinzutreiben. Wir haben die Pflicht, in Kopf, Herz und Bauch zu prüfen, was ist tatsächlich förderlich, was ist das nährende Licht und nicht das kalte Licht, das scheinheilige Licht. Da gibt es schon Unterschiede. Schon der Name Illuminati, die Erleuchteten, oder? Ja. Die sind künstlich beleuchtet. Erleuchtet können wir nicht davon reden. Überhaupt nicht. Wir haben die Pflicht zu sehen, was ist, daraus zu handeln, was wir können. Wir müssen nicht auf die Straße, jetzt alle auf die Straße rennen und Riesendemonstrationen veranstalten. Wir wissen alle, dass das nur Probleme gibt. Das ist nicht der Weg. Doch die Stimmung hängt davon ab. Im ganzen Volk, im Land hängt davon ab, was gewusst werden kann. Das Wissen ist das Einzige, das dem Einzelnen helfen kann, eigene und selbstverantwortliche Entscheidungen überhaupt zu treffen und Handlungen durchzuführen. Das ist so. Wir sind wirklich in eine Zeit hineingerutscht, wo sich das Licht oder das falsche Licht, die dunklen Kräfte, die Kabbalisten,
die Neoliberalen, die da extrem sich ausgebreitet haben, herzlos in der Welt alles durchprügeln wollen und natürlich mit der Maske der Lieblichkeit. Wir sind da wirklich in eine Welt gerutscht, die extrem dunkel geworden ist. Dunkel infolge von Gier, Neid, Habsucht. Und da müssen wir uns alle selbst fragen, wer von euch kann von bestimmten Dingen nicht genug bekommen? Oder sogar von vielen Dingen. Das ist das Tuch, das gewobene Ding, das alles Licht überdecken mag. Wenn wir uns vom Konsumwahn befreien und jetzt nicht, ihr wisst ja schon, der Gründer von Amazon hat zuerst 13 Milliarden verloren und jetzt ist Amazon schon wieder bereits massivst im Plus. Massivst. Und das sind die Jungs, die wirklich vieles nicht verstanden haben. Da geht's, ich betone es in jedem Beitrag, ich will es betonen, dass es erkannt werden kann. Da geht es um viele Dinge, die eingeführt werden sollen, damit die Geldmaschine automatisch läuft. Und zwar krass automatisch läuft. Da geht es um die Dinge, dass alle, die auf diesem Planeten wandeln, also jedes Leben, nicht nur die Menschen, sogar tierisches Leben, kontrolliert werden, gesteuert werden allenfalls, beeinflusst und manipuliert werden. Da kommt die Technologie mit 5G, die ist jetzt ohne Widerstand, der war ja wirklich in der Schweiz sehr beachtlich groß und ist auf einen Schlag mit der Corona-Krise weg vom Fenster. Und, das wissen die meisten eben nicht, obwohl dieser Widerstand war und obwohl dieser Widerstand von rechtens her es verdient hätte und es richtig wäre, wenn jetzt ein Baustopp da getätigt würde oder gemacht würde. Ja, es wird weitergebaut. Wir haben eines der dichtesten 5G-Netze auf dieser Welt bekommen jetzt. Das ist echt nicht lustig. Und da geht es hier nicht nur um die Macht auf dieser Erde, sondern um die Erde. Da sind einige von diesen Oligarchen, von diesen Kabalen ziemlich fleißig dran. Warum hat Musk seine Satelliten schon mal raufgebracht? Weil er das hier auf der Erde braucht. Denkt er jetzt aber nicht wirklich, oder? Nee. Nein. Space Command. Es geht um eine neue Form der Macht, der globalen Macht. Und es geht um die Einführung der New World Order. Da sind sie praktisch fertig. Und jetzt gibt es noch einige zappelnde Dinge. Also es wird schon auch von der lichtvolleren Seite her auch aufgeräumt. Es wird aber auch aufgeräumt innerhalb der dunklen Kräfte, weil sie nicht alle auf demselben Kurs sind. Wir sehen, was läuft, wenn wir es sehen wollen. Und wenn wir weiter denen, die es sehen, nur Verschwörungstheoretiker anwerfen können, dann I'm sorry. Was soll das?
Die Belege sind überall, sie sind sogar öffentlich. Überall. Schaut selbst, seid nicht zu faul, ihr habt jetzt Zeit, nehmt's in der Ruhe, kommt aus den Ängsten heraus. Wir haben hier in der Schweiz keinen Killer-Virus. Das weiß der Gesamtbundesrat. Und der Gesamtbundesrat hat sich eine Situation eingerichtet, in der die einzige Instanz, die ihm noch was zu sagen hätte, ausgeschaltet wurde. Das Parlament. Das kann nicht tagen. Digital haben sie es bis heute noch nicht auf der Platte. Ja, dann geschieht dann das, was eben geschieht. Der Impfzwang steht vor der Tür. 5G ist schon fast ausgebaut und eingesetzt. Ja, der Kontrollstaat, der findet durchs ganze Band durchweg. Unbequeme Leute werden weggesperrt in die Psychiatrie, in den Knast. Ein Widerspruch kann schon eine strafbare Handlung sein. Es ist totalitär, es ist total totalitär. Und ich finde, Simonetta Sommaruga, I'm sorry, für mich kannst du keine Präsidentin dieses Landes sein. Du hast einen Eindruck jetzt hinterlassen, der keine Stärke zeigt. Im Gegenteil. Du hast erst mal etwas sehr Gutes getan und hast dich dann wieder zurückgezogen. Und das rede nicht von aufrechtem Rückgrat. Ich erinnere mich gerne daran, wie der Bundesrat bei der UNO anklopfte und wollte, dass man das zuerst untersucht, diese Streifen, bevor man das macht. Weil es könnte ja schon sein, dass es gesundheitlich bedenklich sein könnte. Habe ich sehr bewundernswert gefunden. Danach hast du nichts mehr von allem wissen wollen. Jetzt kommst du mit der Corona-Geschichte. Ich rede hier von Mensch zu Mensch und nicht, ich spreche dich nicht als Person an. Habe ich keine Lust. Jetzt kannst du mit dem Covid-19 und findest, wenn es Lockerungen gäbe, dann sei es nur mit Masken tragen. Ihr alle habt Kenntnisse von den tatsächlichen Zahlen. Ihr alle habt eine linke Hirnhälfte und eine rechte Hirnhälfte. Nutzt beide. Und wenn ihr das nicht mehr könnt, dann seid ihr einfach nicht auf dem richtigen Stuhl. I'm sorry. Wirklich nicht. So kannst du, Simonetta Sommaruga, keine Präsidentin dieses Landes sein. Ich fordere dich auf, zurückzutreten. Ja, dasselbe gilt auch für Alain Berset. Und auch für die Hinterlist von Ueli Maurer ist dasselbe angedacht. Es geht nicht an, ein derartiges Ding aufzuziehen und dann die kleinen Betriebe noch fast zu verpflichten, sich neu zu verschulden. Das ist keine Schenkung. Das müsste sein. Und das ist auch kein Mittel für einen förderlichen Frieden im Künftigen. Wenn all
diese Dinge dann mal klar werden. Und da sehe ich auch die Presse. Das ist unglaublich, wie gelogen wird. Bewusst und unbewusst. Die meisten Schreiberlinge heutzutage, die haben keine Ahnung, die übernehmen nur noch, was geliefert wird. Recherchieren können sie nicht. Oder wollen sie nicht. Und wenn sie es tun, dann nur einseitig. Zusammentragen von, habe ich noch Beweise, dass die offizielle Meinung stimmt. Wir brauchen Menschen, die wissen. Und dann sind die Menschen, die die Handlungen, die Vorschläge, die Ideen in den Tag legen, die förderlich sind. Ohne Wissen werden wir uns alle verlieren und noch deutlicher Sklaven sein. Und wie sich es in den letzten Tagen, Wochen jetzt auch zeigt, ist es tatsächlich so, gerade über Ostern sehr auffallend, dass viele Einsätze wegen häuslicher Gewalt, Unfälle und unnötigem Zusammenkommen geahndet werden und sind und ist schon ein heftiges Wochenende, obwohl viele es ganz ruhig und friedlich verbringen können und sollen, natürlich. Ich habe auch das Glück gehabt, wirklich alles zu empfangen, was schön gewesen ist. Es ist die Zeit der Denunzianten. Das sind die Elefanten, die in die Porzellanläden reinrennen. Das sind die, die selbst in den Ängsten zerfließen und sich kein Wissen aneignen. Nein, nein, ich will nichts Schlimmes hören. Sich nichts aneignen wollen. So die Realität verpassen und in ihrem Wahn, in ihrem Nachbar eine Gefahr sehen oder in dem, der sie gerade in ihrem Leben kreuzt. Das sind die schlimmsten der sogenannten Gutmenschen. Und das ist heute wirklich zur Krankheit verkommen. Da sollte sich das Gesundheitssystem mal dem Menschen annehmen. Ich habe bis heute noch wirklich nichts vom Berset gehört, wie er den Menschen wirkliche Tipps gegeben hat, wie man gesund in so einer Situation sein kann. Alles, was er rausgelassen hat, beschlossen hat, ist unförderlich für das Soziale und für das medizinisch Gesunde. Es ist nicht förderlich. Und nochmals, also wenn wir eine Mortalitätsrate haben von 0,37% in Deutschland, wird es bei uns wohl auch nicht so anders sein. Und dann von einem wirklich gefährlichen Virus zu reden, ja, Erreger, merkt euch das, Virus ist eine Erfindung, es ist eine Darstellung und schlussendlich im Wortstamm zu finden, im Ausdruck und Inhalt als Gift, nichts anderes, Gift. Und das ist es natürlich auch. Der Viruswahn, der wird immer stärker, je länger das geht. Je mehr kommen jene, die sich aus den Ängsten noch nicht befreien konnten, in Drangsale. Diesen Menschen sollte geholfen werden. Wir sollten wirkliche Hilfe bekommen. Wir sollten sie nicht verurteilen. Sie haben die Stärke jetzt nicht und
Eine Gesellschaft, ein Volk, ein Land ist genauso stark, wie den Schwächsten geholfen wird. Das ist für mich schon eine Erkenntnis. Es fängt an mit den Verhaftungen, mit dem Wegsperren. Die Zensur hat längstens angefangen. Ich hatte auch, was war das, 23. März, ja, Gedanken am 23. März. Das Video wurde gesperrt. Und ja, es ist anzuhören in meiner Website. Corona-Schwindel heißt die Seite. In meiner Website. Die Zensur ist bei mir im Kanal jetzt sehr stark sichtbar. Erstens Lockerung der Shadowbans und ich denke, die Aufrufezahlen waren wirklich vor dem Video wieder fast normal. Und dann wurde das Video gelöscht und dann war das Shadowban wieder da. Dann bist du wieder auf einer schwarzen Liste. Dann muss man dich kennen, dass man dich finden kann. Fast. Oder schon von mal gehört haben oder so. Aber es wird nicht mehr alles gezeigt. Du kommst nirgends mehr rein. Wenn du YouTube startest oder sonst Google oder so, du musst dann schon exakt mit Namen kommen. Dann geht's einigermaßen. Das ist wieder so eingerichtet, wie es schon war. Die Chemtrails, die ja viele noch immer belachen und uns, die wir schon seit Jahren in die Welt tragen, noch weiter lächerlich machen wollen und das als Beweis sehen, dass es sie nicht gäbe, weil jetzt der Flugverkehr unten sei. Wir sind ja es, die die ganze Zeit von diesem Flugverkehr gesprochen haben, dass dieser Flugverkehr Additive in den Treibstoffen hat. Und separat geflogen wurde. Und da sind gegenwärtig ja die Situationen so, dass der Frachtverkehr sehr fleißig ist und zahlreich und Personenverkehr fast keiner mehr stattfindet. Und wenn ein Personen- oder Zivilflugzeug unterwegs ist, dann ist es oft auch umfunktioniert worden als Frachtflugzeug. Das ist kein Witz. Viele Kartonsendungen, die tonnenweise schnell irgendwo sein müssen, werden heute auf den Sitzen, auf den Passagiersitzen verteilt. Ja, ist so. Und der Frachtverkehr findet dennoch statt. Nun, die Zivilluftfahrt, die haben wir ja genannt, plus die Militärs. Und die Militärs von der NATO haben wir benannt. Nun ist so, der Zivilluftverkehr ist am Boden, also keine langen Streifen mehr. Die NATO ist seit Wochen nicht mehr präsent, nicht mehr. Sie hat nichts mehr zu sagen, offensichtlich. Schon unser Brigadier, unser höchster Militär, musste nicht bei der NATO antraben. Egal warum jetzt. Ich frage mich noch heute, was er da für Befehle bekommen hat. Nee, er musste bei den alliierten Streitkräften, beim Oberkommando der alliierten Streitkräfte antraben. Also die NATO fliegt auch nicht mehr.
Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass die NATO jetzt komplett am Boden ist und nicht mehr tut, sondern ich weiß von Flügen über dem Atlantik. Ich weiß von Einsätzen auch von Deutschland. Das ist nicht weg, einfach so. Ich denke mir da eines, weil ich halt schon auch addieren kann. Ich kann eins und eins zusammenzählen und mal abzählen und wieder dazu tun. Und ja, ich sehe Wege, wie die Schweiz jetzt davon befreit sein könnte. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war immer Grenzgebiet. Also es muss nicht in der Schweiz ausgeflogen worden sein. In dieser Zeit habe ich in der Schweiz noch keinen einzigen persistenten Streifen fliegen sehen. Das war immer über der Grenze, kam teilweise dann zu uns, war aber ausgeflogen über der Grenze. Das kann sein, dass wir jetzt keine Verpflichtung mehr haben der NATO gegenüber. Der Vertrag, der trojanische Pferdvertrag, Partnerschaft für den Frieden mit der NATO hatte uns ja einiges eingebrockt. Und darum, denke ich mir, war das Ausfliegen von derartigen Streifen bei uns auch möglich. Das denke ich mir. Und das kann jetzt unter Umständen wirklich durch die Situation, dass das Oberkommando der alliierten Streitkräfte die militärische Hoheit übernommen hat, kann das sein, dass wir jetzt einen befreiten Himmel haben durch diesen Umstand. Das ist möglich. Ja. Es ist nicht wirklich eine Befreiung, wie sie von vielen, vor allem QAnons, benannt wird. Und nein, ich bin kein Patriot. Bin ich nicht. Ich laufe nicht mit dem Schweizer Fähnchen da durch die Gassen. Ist nicht mein Ding. Ich liebe mein Land. Ich liebe es. Ich bin von Herzen gern hier. Ich liebe es. Ich bin kein Patriot. Das bin ich nicht. Ich bin ein freier Mensch. Und ich bin ein Weltenbürger und ich bin ein Schweizer. Und ich bin Europäer. Europäer, nicht EUler. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, es finden wirklich jetzt einige Verhaftungen statt. Also auch Ken Jebsen hat auch solche Erfahrungen jetzt, glaube ich, am Freitag oder Samstag gehabt. Ja, wir werden sehen, wo das endet. Ich sehe da keine Befreiung. Ich sehe, dass in den USA dass 99% für mich ist das stimmig. Ich sehe, dass dort Frauen und Kinder befreit worden sind und da kann ich Trump nur gratulieren. Und ich sehe auch, dass Trump sich in dieser aufgedrängten Pandemie-Geschichte sich vernünftig verhält. Im Gegensatz zu unserem Bundesrat. Ich finde das absolut vernünftig, wie er da handelt. Er reizt hier ganz bestimmt alle Möglichkeiten aus. Und das tut er nicht schlecht. Dass eine Befreiung wirklich kommt, eine systemische, also ich meine eine Befreiung des Systems, der Kabale, da kann ich mir derzeit alles andere als sicher sein.
Ich sehe derzeit eher die dunkle Macht, wie sie sehr fortgeschritten bereits Dinge installiert, die für uns alle unförderlich sind und uns unsere Macht nehmen können, unsere eigene Kraft. Und am meisten fürchte ich mich vor Menschen, die andere denunzieren. Das sind die Schlimmsten. Und das kann dann jede Gruppe, jeden Menschen treffen, der ein bisschen kritisch ist, wie den Aargauer Arzt, der klare Worte verwendet hat, was da Covid-19 ist und was nicht. Ja, und dem jetzt Todesdrohungen unterstellt werden. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts gelesen oder wirklich einen Beweis vor den Augen gehabt. Und ich habe den Polizeisprecher gehört und mir wurde fast übel. Das ist genau so ein Beamter, der gefährlich werden kann. Das ist einer, in meinen Augen, der führt jeden Befehl aus. Der hinterfragt nichts. Der fragt auch nicht. Und das sind die Gefährlichen. Genau solche Polizisten sind die Gefährlichen. Die sind nicht mehr, obwohl sie es behaupten, in der Realität zu Hause, sondern nur noch in ihrer Befehlskette und sonst nichts mehr. Und wer die Befehlskette in den Händen hält, das könnt ihr ja überall selbst nachprüfen. Es sind fast, nicht immer, aber fast immer jene, denen wir nicht über den Weg trauen würden, wenn wir ihnen begegnen, oder über die einiges schon bekannt ist, was nicht wirklich förderlich ist für das Allgemeine, das Allmeine, das Leben. Wenn wir wirklich eine lichtvolle, künftige Welt haben wollen, dann haben wir erstmal jetzt in uns selbst zu gehen. Das ist unser Auftrag, unsere Pflicht. Es sei bitte jeder und jede angesprochen. Geht in euch selbst. Denkt die Dinge in Ruhe durch. Spürt sie durch. Fühlt sie durch. Befreit euch von dem Mainstream-Mist. Schmeißt den Fernseher aus dem Fenster. Nein, natürlich entsorgt ihn, aber macht ihn unschädlich. Entsorgt ihn ganz vernünftig, sonst kommt die Polizei und ihr seid auch in der Clubs. Geht ja nicht so. Aber ihr wisst, was ich meine damit. Befreit euch. Das ist reine, pure Manipulation, was hier geschieht. Und es ist ganz grässlich, wie hier die Freiheit zunichte gemacht wird. Ja. Sperr sie ein, sie ist nicht mehr da. Und das ist das, was wir zu ändern haben. Und das können wir nur in friedlicher und verbundener Art. Bleibt in der Ruhe. Besorgt euch Bücher, wenn ihr könnt. Oder auch im Internet gibt es gute Informationen. Werden wirklich medienkompetent und unterscheidet zwischen Manipulation und echter Wissenschaft. Unterscheidet da. Es ist von Bedingung für das Künftige. Bleibt in der Ruhe und nehmt wahr, was ihr könnt. Genießt den Tag.
Ich bin also mit dem EMF-Sensor eine Wohnung abgelaufen, um stärkere Strahlungsquellen zu finden, weil das Schlafen nicht mehr so gut war. Und ich habe tatsächlich eine gefunden und eine, die ich niemals erwartet hätte, dass es sie sein könnte. Ein Festnetztelefon. Ganz genau. Der Kopfhörer, der Hörer, nicht die Sprechmuschel des Telefons. Leider ist es heute schon gängig, dass in den meisten Wohnungen schon zwischen 400 und 500 Milligauss normal sind. Das ist schädlich. Noch nicht sehr schlimm, aber schädlich. Dann bei einem Handy hast du schnell mal 2000, vielleicht 3000. Das, was ich hier gemessen habe, killt alles.